In diesem Video besuchen wir ein kleines Seitental im Grenzgebiet zu Russland. Alte Dörfer, atemberaubende Bergflanken und leuchtende Eisenquellen. Unser Ziel? Die ehemalige Festung Zakagori. Also wir sind jetzt da auf der Hauptstraße nach Russland und das sieht man sehr schnell, weil ständig Lastwagen fahren. Es stinkt, es ist nicht ungefährlich. Ja, Kinder, überholt wird nicht so geschissen da. Die überholen nicht, die fahren einfach auf unserer Spur. Überall halb kaputte Straßen. Aber wir müssen da gerade durch. Es geht vom Nobelskiort Gudauri aus über den Pass Richtung Stephansminda. In einem kleinen Seitental, das Trusotal. Was war das? Über eine sehr rumpelige Piste, vorbei an weißen Bergflanken und süßen Pferden. Ja, hallo! Moin. Geht's Richtung der Siedlungen Abano und Ketrisi. Doch wir haben ein Problem. Schmaler Grad zwischen Straßen und Wanderweg. Also die Straßen, das sind echt keine Straßen. Ja. Es sind sehr viele Wanderer unterwegs und jeder hasst uns und ich hasse uns auch ein bisschen. Und dann ich schaue mir schon so viel. Vorbei an etlichen Wandergruppen und einigen Autos erreichen wir das Ende der Engstelle. Vor uns eröffnet sich eines der schönsten Täler Georgiens. Ja, also nach derer Brücke, beziehungsweise vor derer Brücke, haben wir uns entschieden, wir stellen das Auto lieber ab und wandern die restlichen Kilometer zur Festung einfach zu Fuß, weil es schön ist heute und weil wir nicht riskieren wollen, dass wir irgendwo hängen bleiben oder runterfallen. So, wir sind jetzt angekommen im kleinen Örtchen Abano im Trusotal. Und es schaut schon ein bisschen mittelalterlich aus. Sehen wir schon die Burg, das ist unser nächster Stopp. Alter, aus der Nähe schaut das nur geil aus. Der Wehrturm und daneben einfach so ein richtiges mittelalterliches Haus. Fuck. So, wir haben das Fortress erreicht. Also ein bisschen übertrieben muss man schon sagen, es ist eher so eine Ruine. Erinnert uns tatsächlich an Schottland. So, wer das Urquhart Castle kennt, wird wissen, was wir meinen. Und ja, wieder ganz anders als in Chantilly. Viel mehr heruntergekommen natürlich und nicht weniger geil mit der Kulisse. Hey. Ui. So, ganz so safe ist es auch nicht da zum Gehen. Nicht wirklich trittsicher. Aber wir gehen gerade zu auf den einzig erhaltenen Teil da. Von Erinnern schaut es nicht so spektakulär aus. Es ist halt wirklich eine Ruine mit genau einem Wehrturm, der noch halbwegs schön steht. Schauen wir mal, wie es aus der Luft ausschaut. Also die Ruine selber ist, wie der Axel schon gesagt hat, nicht so gut erhalten, nicht so eindrucksvoll. Aber die Aussicht,
die Berge drumherum, die sind halt auch alles so an die 4000 Meter grenzende Wascher. Das ist schon krass. Auch diese Täler in alle Richtungen. Wow. Ja, schon geil. Schon geil. Was wir voll vergessen haben zu erwähnen, ist, dass wir eigentlich direkt an der Grenze zu Russland sind. Und logischerweise gibt es da ein paar Regeln zu beachten. Anscheinend ist das so der letzte Punkt, wo man hin darf. Danach braucht man in diese Richtung ein Permit, damit man weitergehen darf, weil man eben sonst unabsichtlich in Russland enden kommt. Wir drehen da jetzt wieder um.